Vom Titel her ist es ja etwas schwierig, das saarländische Beispiel darzustellen, als auch einen Blick auf die Stahlindustrie und den Stahlmarkt weltweit zu geben. Jean-François, la prochaine. Aber ich möchte dennoch zunächst einmal beginnen mit einem kurzen Blick auf die Situation weltweit, weil wir davon auch regional in hohem Maße abhängig sind. Dieses Bild zeigt die weltweite Stahlproduktion im Jahr 2010. Und was hier besonders bemerkenswert ist, was sicherlich hier auch alle wissen, ist das überaus große Gewicht von China mit 44% der Weltstahlproduktion. Und wenn ich die anderen Teile aus Asien, einschließlich Indien, noch hinzunehme, dann sind wir bei 65% der Stahlproduktion, die heute in Asien stattfindet. Und wir haben in Europa, in der Europäischen Gemeinschaft, knapp 10% und wir kommen insgesamt auf Europa etwa auf 15–16% der Stahlproduktion. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann müssen wir feststellen, dass wir eine sehr starke Entwicklung hatten. Das heißt, wir haben ein deutliches Wachstum der Stahlproduktion in den letzten 10–15 Jahren. Das sieht man hier an dieser Entwicklung. Man kann es leider nicht so genau sehen, aber das hellblaue unten, der Balken, das ist China. Das bedeutet, dass die weltweite Stahlproduktion durch die ökonomische Entwicklung in China beeinflusst worden ist. Die anderen Bereiche sind relativ stabil, da gibt es nicht sehr viel. Das ist also insbesondere das Wachstum in China. Interessant, le prochain. Was man jetzt nicht ganz so gut sehen kann, aber was außerordentlich interessant ist, ist die Entwicklung nach Regionen. Wir haben ganz oben, das ist diese gelbe Entwicklung, wieder China und wir haben in der Mitte darunter die Entwicklung in der Europäischen Gemeinschaft, also der 27 Staaten, die der Europäischen Gemeinschaft angehören. Und hier sehen wir, dass es bis zum Jahre 2008, 2009 eine relativ stabile Entwicklung gab. Und man sieht hier deutlich den Einfluss der Krise 2008, 2009 auf die Entwicklung des Stahlmarkts und damit der Stahlproduktion. Und wir haben dann ab 2010, das sieht man am Ende, wieder eine leichte Aufwärtsentwicklung in der Stahlindustrie. Gegenwärtig haben wir allerdings eine Situation, die als insgesamt schwierig zu bezeichnen ist. Und es ist heute Morgen schon in den Vorträgen auch der Kollegen aus den Gewerkschaften sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Wir haben gegenwärtig eine Situation, wo sich die Frage stellt, haben wir gegenwärtig stärker konjunkturelle oder strukturelle Probleme in der Stahlindustrie? Es gibt gegenwärtig eine Auseinandersetzung im Rahmen von Eurofair, also der Gemeinschaft auf der europäischen Ebene, wo zum Teil angemahnt wird, und das ist eines der Probleme, mit dem wir es unmittelbar zu tun haben, dass aus strukturellen Gründen es notwendig sei, Überkapazitäten abzubauen. Es gibt dagegen die Auffassung, beispielsweise auch von ThyssenKrupp, die der Auffassung sind, es gibt kein strukturelles Problem in der Stahlindustrie, sondern gegenwärtig lediglich ein konjunkturelles Problem. Das macht aber die gegenwärtige Diskussion aus. Dies bedeutet, dass wir gegenwärtig bezogen auf Europa eine schwierige Entwicklung im Bereich der Stahlindustrie haben und das natürlich generell in Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung steht. Es ist hier nicht die Zeit und auch nicht der Raum, stärker auf die europäische Krise einzugehen, aber es wird entscheidend davon abhängen, auch was die Zukunft der Stahlindustrie angeht, ob man in der Lage ist, die europäische Krise zu lösen oder nicht.
Meine Auffassung ist ganz klar, das ist auch die Auffassung der Linken und ich glaube der hier Vertretenen hier, dass mit der gegenwärtigen Politik, die wir haben in Europa, das heißt der vorherrschenden Austeritätspolitik, dies nicht nur zu katastrophalen sozialen Verhältnissen führt, wie wir das gegenwärtig etwa in Griechenland erleben, aber auch in anderen Ländern erleben, sondern dass diese Politik auch ökonomisch gesehen kontraproduktiv ist, weil sie die Ökonomie, also die wirtschaftliche Entwicklung abwürgt und deswegen die Probleme verschärfen wird. Und das hat natürlich Einfluss auch auf die Entwicklung der Stahlindustrie als einer zentralen Industrie für die industrielle Entwicklung. Wenn wir keine Politik haben, die sozusagen auch industrielle Entwicklungspläne vorsieht, dann werden wir erheblich negative Auswirkungen auch auf die Stahlindustrie insgesamt haben. Und diese Situation, glaube ich, haben wir heute. Das macht gegenwärtig auch die Schwierigkeit aus und aus meiner Sicht die Notwendigkeit, dass gerade die Linke insgesamt sich auch um die Frage der industriellen, der wirtschaftlichen Entwicklung kümmert und dafür auch eigene Vorstellungen entwickelt. Ich will jetzt kommen zur Situation der saarländischen Stahlindustrie. Und zwar ist es ja so, dass wir im Saarland zwei wesentliche Unternehmen haben, die die Stahlindustrie kennzeichnen. Das eine ist die Dillinger Hütte und das andere ist Saarstahl. Was oft vergessen wird, es gibt auch noch ein drittes Unternehmen, was Stahl produziert im Saarland, das sind die Stahlwerke Buß. Dies ist allerdings ein kleineres Unternehmen, was lediglich noch Vormaterial darstellt und deswegen jetzt in der Darstellung nicht weiter berücksichtigt wird, sind zwei große Unternehmen, einmal die Dillinger Hütte und zum anderen die Saarstahl. Dillinger Hütte sieht man hier, das ist das Produktspektrum. Das Hauptprodukt der Dillinger Hütte, das sind Bleche, Grobbleche von außerordentlich hoher Qualität, die in verschiedenste Sektoren geliefert werden. Ein großes Segment, das sieht man hier rechts, sind die Pipelines, also die Ölleitungen, wo es gegenwärtig übrigens Schwierigkeiten gibt, was den Absatz in den Pipelines angeht. Ansonsten sind es die Bereiche Schiffbau, dann aber auch Stahlbau, Maschinenbau, Gebäude wie zum Beispiel Brücken und dergleichen mehr. Und seit neuestem hat die Dillinger Hütte auch investiert in den Bereich Wind, insbesondere in Offshore-Anlagen in der Nordsee, wo gegenwärtig für diese Monopiles, die also diese Windräder tragen, der Stahl dort hergestellt wird. Die Dillinger Hütte zeichnet sich durch ein Produktprogramm aus, was sehr qualitativ an der Spitze steht und bisher relativ wenig von konjunkturellen Schwankungen beeinflusst war. Gegenwärtig gibt es allerdings auch dort Probleme. Das nächste ist Saarstahl. Saarstahl ist aufgrund seiner Produktpalette wesentlich konjunkturabhängiger, weil ein Großteil der Produkte von Saarstahl in den Bereich der Automobilindustrie geht. Das ist insbesondere Draht. Ich weiß nicht, wie viele wissen, dass der Reifen im Auto zu einem großen Teil aus Draht besteht und der wird also dann von Saarstahl geliefert. Es gibt auch andere Bereiche, wo das hingeliefert wird, also wesentlich konjunkturabhängiger. Was eigentlich das Hauptinteressante ist und ich glaube, was hier auch im Mittelpunkt stehen sollte, ist die Struktur der saarländischen Stahlindustrie. Sie unterscheidet sich natürlich in einer sehr grundsätzlichen Weise von der Struktur, wie wir sie heute Morgen auch gehört haben, die eben also auch die Stahlstandorte hier in Lothringen oder in Luxemburg betrifft. Wir haben dort nicht einen vorherrschenden Aktionär, wie beispielsweise eben Herrn Mittal, sondern nach der Krise, die ja die saarländische Stahlindustrie in den 80er, 90er Jahren erfasst hat und wo Saarstahl auch im Konkurs war, hat sich eine neue Eigentumerstruktur entwickelt durch die Gründung der Montan-Stiftung Saar. Dies ist keine wirklich öffentliche Einrichtung, aber eine öffentlich ähnliche Einrichtung, wo auch eben
die öffentliche Hand, sprich das Saarland, Einfluss auf die Entwicklung hat. Und wir haben heute folgende Struktur. Die beiden, vor ein paar Jahren hat man gegründet, die SHS Stahlholding Saar, das heißt eine Holdinggesellschaft, in der die beiden wesentlichen Unternehmen, nämlich Saarstahl und Dillinger Hütte, verflochten sind. Das ist vor 3 Jahren gegründet worden. Das ist sozusagen die Obergesellschaft, wobei aber Dillinger Hütte und Saarstahl immer noch sehr eigenständig agieren. Sie sind aber über diese Holding wechselseitig verflochten. Und Eigentümer der Holding ist die Montan-Stiftung Saar zu 100%. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, sodass im Grunde genommen alles unter dem Dach der Montan-Stiftung Saar läuft. Diese Montan-Stiftung Saar hat verschiedene Zielsetzungen. Eine der wesentlichen Zielsetzungen ist eben die Erhaltung der saarländischen Stahlindustrie und die Interessenvertretung der saarländischen Stahlindustrie neben anderen Zielsetzungen, wie beispielsweise auch die Förderung von beruflicher Qualifikation, regionaler Entwicklung und dergleichen mehr. Also wir haben die Situation, dass die Montan-Stiftung eben Mehrheitseigentümer, Mehrheitsanteilseigner ist. Und dies bedeutet im Klartext, dass die Entscheidungskompetenz, die Entscheidungsmacht an der Saar bleibt. Wenn man auf das vorige Bild nochmal sich in Erinnerung ruft, dann sieht man, dass wir eine Minderheitsbeteiligung von ArcelorMittal an der Dillinger Hütte haben von 30%. Vor 2, 3 Jahren waren das noch über 50%. Das hat aber ArcelorMittal relativ wenig genutzt, weil die Struktur so aussieht, dass erst bei einem Anteil von 70% man industrielle Führerschaft beanspruchen kann. Die Konstruktion ist also so gedacht, dass ein einzelner Aktionär, selbst wenn er über 50% hat, nicht in der Lage ist, die Unternehmenspolitik zu bestimmen, sondern sich mit den anderen arrangieren muss. Und deswegen hat dann, weil Mittal braucht ja ständig Geld, wie ja bekannt ist, weil ArcelorMittal ist ja auch, kam ja heute Morgen auch deutlich zum Ausdruck, mehr eine Finanzinvestition als vielmehr ein wirklich wertproduzierendes Unternehmen. Das ist sozusagen nur Mittel zum Zweck, aber hat natürlich Einfluss mit 30%, aber keinen entscheidenden. Und diese Stahlholding Saar, die jetzt gegründet worden ist, unterstützt das nochmal ein Stück weit durch diese Kooperation zwischen Dillinger Hütte und Saarstahl. Und der Hauptzweck ist es eben, nachhaltig die Standorte der saarländischen Stahlindustrie zu sichern und sie auch zu stärken. Nun ist es so, dass ja natürlich auch Saarstahl und Dillinger Hütte, wie insgesamt die saarländische Stahlindustrie, natürlich kapitalistische Unternehmen sind und deswegen profitorientiert sind. Das ist jetzt kein ganz anderes Unternehmen, sondern natürlich ist der Gewinn, ist die Rentabilität des eingesetzten Kapitals die zentrale Zielrichtung, wie es für alle kapitalistische Unternehmen gilt. Allerdings innerhalb dieses Rahmens ist eine unterschiedliche Politik durchaus möglich und das drückt sich eben in der saarländischen Stahlindustrie auch aus, dadurch, dass wir eine Eigentümerstruktur haben, wo kein einzelner Aktionär wirklich dominiert, sondern letztlich die Stiftung ausschlaggebend ist, ist es eben doch möglich gewesen, dass das Geld, was in den letzten Jahren ja in der Stahlindustrie in hohem Maße verdient worden ist, im Unternehmen geblieben ist und für entsprechende Investitionen auch dann genutzt worden ist. Wir haben heute einen Eigenkapitalanteil in der saarländischen Industrie bei beiden Unternehmen, sowohl was Saarstahl als auch was die Dillinger Hütte angeht,
in der Größenordnung von 60%. Das ist also außerordentlich hoch und mit einer relativ geringen Ausschüttungspolitik. Das heißt, es wird relativ wenig Dividende bezahlt. Das ist immer die Auseinandersetzung übrigens mit ArcelorMittal, die Höhe der Dividende, die dann gezahlt wird. Aber das meiste wird eben doch für Investitionen genutzt. Und das halte ich für ziemlich entscheidend, weil eben die Zukunft der Stahlindustrie davon abhängt, was denn wieder reinvestiert wird. Die Investitionen sind durchweg hoch in der Stahlindustrie. Wir haben heute Morgen gehört, in Zusammenhang mit dem Elektrostahlwerk, dass dort Investitionen notwendig sind für 150, 160 Millionen Euro. Das ist für die Stahlindustrie, sage ich mal, normal, weil in diesen Größenordnungen muss in der Stahlindustrie investiert werden, um einigermaßen zukunftsfähig zu bleiben. Und das ist auch gemacht worden. Ich will nur erwähnen, dass die Saarstahl etwa in den letzten Jahren 420 Millionen Euro in den Aufbau einer neuen Schmiede, die im Energiesektor tätig ist, investiert hat. Und das, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Ein weiterer, das Ganze ist natürlich auch noch unterstützt worden durch die Mitbestimmungsstruktur, die wir in der saarländischen Stahlindustrie haben. Ich weiß, dass das Thema der Mitbestimmung natürlich ein eigenes Thema wäre, was man auch sehr kritisch diskutieren kann. Ich will nur kurz auf die Struktur aufmerksam machen. Wir haben dort die sogenannte Montanmitbestimmung, also eine Form der Mitbestimmung, die nur in der Montanindustrie gilt, also im Stahlbereich, wonach wir einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat haben. Konkret, sowohl bei der Dillinger Hütte als auch bei Saarstahl gibt es 7 Aufsichtsratsmitglieder, die der Kapitalseite angehören und 7, die der Arbeitnehmerseite angehören, plus einen sogenannten Neutralen, also ein neutrales Mitglied. Und es gibt die Einrichtung des Arbeitsdirektors, der Mitglied des Vorstandes ist und gleichzeitig aber besonders auch der Arbeitnehmerseite verpflichtet ist, weil er nicht gegen die Mehrheit der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gewählt werden kann. Nun weiß ich, dass Mitbestimmung unter gewerkschaftlichen Gesichtspunkten, gerade wenn wir etwa Frankreich und Deutschland nehmen, sehr unterschiedlich diskutiert wird. Und ich bin auch weit davon entfernt, die Mitbestimmung überschätzen zu wollen. Sie hat allerdings auch Vorteile. Der Vorteil besteht ganz sicherlich in einer größeren Information. Das heißt, man ist stärker informiert. Es gibt auch einen bestimmten Einfluss der Arbeitnehmerseite im Rahmen allerdings ihrer generellen Ausrichtung auf die Unternehmensentscheidungen. Und es gibt eine anders ausgerichtete Personalpolitik in aller Regel. Die Schwächen der Mitbestimmung, das dürfte hier bekannt sein, liegen darin, dass sie natürlich auch gleichzeitig nochmal sehr stark ein betriebswirtschaftliches, das heißt an Profitzielen orientierte Struktur des Unternehmens nochmal befestigen. Das heißt also insofern integrierend in den kapitalistischen Zusammenhang wirken. Das sind meiner Ansicht nach die 2 durchaus widersprüchlichen Seiten der Mitbestimmung, aber in dem Fall in Verbindung mit einer Eigentümerstruktur, die keinen dominierenden Privataktionär kennt, hat die Mitbestimmung durchaus Vorteile auch für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung im Sinne einer langfristigen Sicherung auch der Standorte und der Beschäftigten. Ich will das mal deutlich machen, den Unterschied an den Wirkungen, die die Krise hatte, und zwar indem ich mal gegenübergestellt habe die Umsatzentwicklung, die wir in den letzten Jahren hatten in der Stahlindustrie im Saarland und der Entwicklung bei den Beschäftigten. Wir sehen dort bei der Dillinger Hütte, dass wir einen stetigen Aufwärtstrend hatten 2006 bis 2008. 2009, das ist die Krise, einen starken Einbruch, was so ein bisschen wieder weitergeht. Gegenwärtig haben wir eine schwierige Situation. Wenn wir unten die Beschäftigtenentwicklung sehen, dann sehen wir, dass das nahezu stabil geblieben ist. La prochaine. Gleiches gilt für Saarstahl, noch etwas extremer ausgedrückt.
Bei Saarstahl hatten wir 2009 eine Halbierung des Umsatzes bezogen auf das Jahr 2008. Also ein echter Einbruch im Zusammenhang mit der Krise. Ich habe ja vorher schon gesagt, Saarstahl ist deutlich konjunkturabhängiger als die Dillinger Hütte, weil sie vor allen Dingen auch für die Automobilindustrie produzieren. Und wenn man unten die Entwicklung sieht, man sieht es nicht besonders gut, die obere Zeile, die so schlecht lesbar ist, das ist der Gesamtkonzern einschließlich der Schmiede. Das Gelbe ist die Saarstahl selber, aber auch da sieht man von 2008, 2009 keine wesentliche Veränderung der Beschäftigung. Und das Runtergehen der Beschäftigung in den Folgejahren hat nichts mit Entlassungen zu tun, sondern hat damit was zu tun, dass innerhalb von Saarstahl es einen Austausch gab zwischen denjenigen, die bei Saarstahl, also in der Stahlproduktion und im Walzwerk beschäftigt waren, und der Schmiede, die aufgebaut hat, beschäftigt waren. Also insofern gibt es einen gewissen Austausch. Was ich damit sagen möchte, ist, dass auch in der Krise eine Personalpolitik betrieben worden ist, die ohne Entlassungen auskam. Es kamen ein paar förderliche Faktoren dazu, das ist das Thema Kurzarbeit, was auch nochmal staatlich unterstützt worden ist. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass im Grunde genommen aufgrund dieser Eigentümerstruktur eine durchaus im kapitalistischen Rahmen bleibende, aber dennoch andere Politik machbar ist, als sie gegenwärtig von ArcelorMittal etwa hier in Lothringen oder auch in Luxemburg verfolgt wird. Das heißt, es ist möglich, dass man durchaus die Beschäftigung hält, auch in Krisenzeiten, und dass man auch weiter investiert und dadurch, dass das Geld wesentlich im Unternehmen geblieben ist, auch schwierige Situationen wie 2008, 2009 und wie wir sie sicherlich 2012 und 2013 wieder haben werden, besser ausgehalten werden können, als wenn eine Unternehmenspolitik in Richtung Shareholder-Value-Orientierung gemacht wird. Das heißt, wo das Unternehmen wesentlich als Finanzinvestition, als Finanzanlage gesehen wird, nicht als Produkt, als, was es ja heute Morgen sehr schön dargelegt, und nicht eben gesehen wird als eine Wertschöpfungseinheit, dass das eben eine ganz andere Politik auch im Hinblick auf die Beschäftigten zur Folge hat. Damit will ich nicht sagen, um dann nicht missverstanden zu werden, dass alles Gold ist, was da glänzt, dass das alles Gold ist, was da glänzt, sondern dass es durchaus auch erhebliche Probleme gibt, dass aber die Reaktionsmöglichkeiten besser sind und dass mehr im Sinne der Beschäftigten gemacht werden kann. Und deswegen denke ich als Schlussfolgerung, bei allen Problemen, die es auch konjunkturell geben wird, weil die Stahlindustrie steht 2012, 2013 vor einer schwierigen Situation, die durch die europäische Krise und die katastrophale Austeritätspolitik, die verfolgt wird, verschärft werden wird, dass natürlich in einer solchen Krise auch eine andere Politik noch möglich ist, was die Beschäftigung angeht, was aber wesentlich davon abhängt, wie die Eigentümerstrukturen aussehen. Und ich sage mal, ohne Veränderung der Eigentumsstrukturen bei ArcelorMittal wird sich die Politik dort auch kaum ändern lassen. Vielen Dank.